Im Moment können Sie die Kirche in Dissen nicht besuchen, aber ich lade Sie herzlich ein, mit mir einen Rundgang durch die Kirche in Bildern zu machen. Ich bin Pfarrerin Katharina Köhler und bin seit 2011 in Dissen und Strisow Pfarrerin. Die Kirche von Dissen wurde 1772 gebaut, im Fachwerkstil, und sie wurde 1937 renoviert. Und wie Sie jetzt sehen können, hat die Kirche einen ganz besonderen Charme. Sie sieht aus wie eine Bauernstube. Es ist dunkel, viel Holz. Und die Leute, die sonntags hier in die Kirche kommen, die sagen, es ist gemütlich. Es ist ein bisschen wie zu Hause. In die Kirche kommen wir und es ist wie nach Hause kommen. An den Emporen sehen Sie Bilder, die links und rechts von einem Bibelwort gerahmt werden. Es wird die Lebensgeschichte Jesu in Bildern erzählt und es ist jeweils auf der linken Seite ein deutsches Bibelwort zu sehen und auf der rechten Seite eins in wendischer oder sorbischer Sprache. Damit ist die Dissener Kirche die Kirche in der Niederlausitz mit den meisten wendischen Sprüchen. Dass das überhaupt 1937 erlaubt wurde, ist Pfarrer Schwela zu verdanken, der damals hier Pfarrer war und die Renovierung in Auftrag gegeben hat. Und er hat das Konsistorium in Berlin und die staatlichen Behörden ausgetrickst. So erzählt man sich. Er hat gesagt, wäre es nicht schön, wenn wir an den Emporen, die bisher unbemalt gewesen sind, Bilder aus dem Leben Jesu sehen könnten und Bibelsprüche links und rechts davon. Ja, sagte man ihm, das wäre eine gute Idee. Also gab er diese Bilder in Auftrag. Es beginnt mit Weihnachten, der Geburt Jesu, geht sein Lebenslauf bis zu Ostern um die Empore rundherum. Und dann folgt an der Kanzel oben die Himmelfahrt und dann geht es von der Kanzel oben wieder runter zum Altar, runter auf die Erde und dort sehen wir Gründonnerstag, das letzte Abendmahl. Der Altar ist die Mitte der Kirche mit der Kanzel zusammen und dem Taufstein davor. Die Bibelsprüche sind fortlaufend, es ist also keine Übersetzung, denn zu damaliger Zeit waren die Leute hier alle zweisprachig. Die konnten also sowohl das Deutsche und das Wendische verstehen und es wäre überflüssig gewesen, doppelt die gleiche Botschaft aufzuschreiben. Ich lese Ihnen jetzt mal eins vor. Da können Sie einmal hören, wie die wendische Sprache klingt. Zbežne su Smilne, přetoveni budu Smilnost dostaž. Zbežne su kenčcisteje učebe su, přetoveni budu Boga widzieć. Das heißt, selig sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. Selig sind, die reinen Herzens sind, denn sie werden Gott schauen.